Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Uncharted 4, A Thief's End auf Pelzig und da liegt schon ein Schatz. Sehr schön, gut, dass ich immer sowas untersuche. Oh, schick. Ein Mogul-Kerzenhalter. Sehr schönes Teil. Scheint wohl hierher gespült worden zu sein. Und ich habe einen Schatz verschnarcht, eventuell war auf der anderen Seite von New Devon doch noch irgendwas vor der Tore. Sind nur irgendwelche Hansel? Okay. Nee, die guckt nur fragend. Okay. Okay, das scheint wohl aber auch mal Wohngebäude gewesen zu sein, oder? Oder Nutzgebäude. Ich meine, die Herrschaften hier werden ja auch was gebraucht haben an Nutzgebäude. Und Diener hier. Mann, 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 Mann. Okay. Ist da hinten irgendwas verschnarcht? Nee, ich glaube nicht. Alle hopp. Trotzdem springen wir mal rüber. Hält uns glücklicherweise. Oh, da ist noch so alt, die verschimmelt die Couch. Schon vollkommen zugemoost. Ah, wie geil gemacht ist das. Wie geil gemacht ist das. Hm. Ja, Ja, Holzhütte hätte man sich vorstellen können. Wäre pragmatisch gewesen. Aber Avery scheint ja wohl so ein Protzpirat gewesen zu sein. Und der scheint wohl wirklich hier... Ups, scheiße, das war nicht so gut. Der scheint wohl wirklich auf eine große Stadt gehofft zu haben, die er da errichten kann. Das war einmal dappig gesprungen. Ich hoffe, sie springt mir jetzt nicht noch. Nochmal von vorne. Ja, wischt da erstmal das Sabber aus dem Gesicht. Buh. So, jetzt nochmal hoch. Und hier rüber. Juppala. Sehr schön. Okay. Ja, ich bin jetzt mal gespannt, ob das eigentlich so ein Nutzgebäude nur sein soll. Vorsicht, Kopf. Oder ob das für Bedienstete gedacht ist. Oder ob das hier schon von einem Gründer das Haus war. Mag jetzt aber trotzdem noch, wenn es so weitergeht, mag ich hier nochmal im Zwischenraum hier gucken. Ob wir da nicht noch irgendwas Schönes finden können. Uiuiuiuiuiui. Nicht ausstehen. Was wir mit nicht ausstehen? Oh Mann. Wieder verpasst. Oh, da ist er. Notiz. Oh, noch eine alte Notiz. Ja, von irgend... Ach, der Englands. Der Englands Johnny ist das doch, oder? Sehe ich das richtig bei der Schrift? Gründer England, ja. 6. September 1718. Gründer Condent. Ich weiß, dass auf euren Befehl hin mein Haus geplündert und niedergebrannt wurde. Euer Bruder streitet eure Beteiligung an diesen Taten ab. Aber ich erkenne eine Lüge, wenn ich sie höre. Jetzt habe ich ein Schwert weniger, weil ich es nicht mehr aus seinem Bauch herausbekomme. Ihr habt bis Sonnenuntergang Zeit, zurückzugeben, was mir gehört. Gründer England. Ups. Die scheinen sich hier wohl gegenseitig bekriegt und abgestochen zu haben, wie es aussieht. Ja, wenn die Leute was besessen hätten, scheinen sie es wirklich verteidigt haben zu wollen. Und, oh Mann, das könnte das Haus vom Condent dann sein hier. Wenn der hier seinen Bruder geschickt hat. Also wenn der seinen Bruder hier abgemurkst hat und dann die Leiche hier trapiert hat für ihn. Oh Mann, also die zwei standen wohl offensichtlich im Streit zueinander. Scheinen sich hier gegenseitig bekriegt zu haben, die Leute. Wer viel besitzt, kann viel verlieren. Und dann war die Paranoia wohl groß bei den Gründer. Drache. Wir sind in Christopher Condens Haus. Jupp. Dachte ich mir doch. Das heißt, der hat ihm wirklich hier, der Englands Johnny hat ihm hier wirklich der aufgespießte Leichnam von seinem Bruder ins Haus gejagt. Boah, Mann. Hohes Gras heißt wahrscheinlich Shoreline. Ja. Helena, runter. Ja. Das war klar. Hohes Gras heißt häufig Gegnerkontakt. Von daher gucken wir mal, wie wir das hier kriegen können, heimlich. Achtung. So. Okay, die Shoreline-Knechte haben auch wieder die Stimme vom Bill. Und hopp. So, der hat uns nicht bemerkt, der Hansel. Und da können wir jetzt auch durch rein. Und zup. Okay, die hat gesehen, dass der verschwindet im Gras.
Da sollten wir uns lieber auf die Socke machen. Oh, 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 oh. Das kann böse enden. Achtung. Der sucht noch seinem Kumpel. Joink. Hat's ein anderer bemerkt? Nee. Gut, das sind schon mal 2 Knabe, wenn nicht, ja? Sehr gut. Ich könnte es eventuell mal heimlich wieder probieren. Achtung. Jetzt ist der Kasperkopf hier dran. Und hopp. Und mach's gut. Joink. Okay, sehr schön. Paramunition, das ist praktisch. Irgendein anderer da oben hat's nicht mitkriegt. Sehr schön. Da ist keiner, der es noch sehen könnte. Und der dreht uns jetzt der Rücke zu. Können wir auch gleich mal nutzen zu unserem Vorteil. Was gibt's denn nur zu Pfeife? Bleibt da ohne. Wir warten, bis der uns wieder der Rücke zudreht. Der sieht uns auch nicht. Okay. Probieren wir es mal wieder heimlich hier alles zu lösen. Und zup. Gut, der ist auch verborgen in der Kiste. Da ist noch der nächste. Oh, scheiße. Okay, ja. Den habe ich nicht kommen sehen. Ja, schieß doch nicht. Wie war dann das nochmal? Oh, fuck, 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 fuck. Weg, 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 weg. Wie war denn das nochmal mit Schießer? Ja, ich habe schon länger nicht mehr gespielt, merke ich. So rum, ja. Okay. Die R2 scheint Kanke zu haben. Okay, da ist Elena, sehr gut. Ich gehe mal zu ihr. Und da ist noch einer. Ah, die Musik ist auch sehr episch hier. Zack, viel Spaß damit. Ich hoffe, den habe ich erwischt. Dem habe ich zumindest schon mal das Käppel abgeschossen. Jetzt hat er nur noch sein Bandana. Und jetzt hat er nichts mehr. Jetzt ist er tot. Ups. Jo, da ist wieder Granate. Ui. Was stand du hier, du Typ? Tschüss. Sehr geil. War sehr, sehr geil die Aktion. Upsala. Ach Gott, Buh da hin. Okay, jetzt habe ich keine Langwaffe mehr. Also... Oh, scheiße, hi. Hi, Typ. Hier schwebt einfach so ein magisches Seelenlicht in der Gegend rum. Uiuiuiui. So, jetzt machen wir das Ganze nochmal erfolgreich. Der schon wieder. Scheiße. Runter hier. Wieder zum Seelenlicht. Okay. Ich probiere, dass ich abtauchen kann im wahrsten Sinne des Wortes. Eventuell finden sie mich dann nicht mehr. Ups, von Vega. Von Vega. Ah, sehr schön. Wo bist denn du, Bill? Ach, du bist. Das war gutes, zuverlässiges Gewehr, muss ich sagen. Was hat der? Eine Condor. Okay. Die dicke normalerweise die bessere Sache. Ah nee, das ist einfach nur Pumpgun oder sowas. Boah, scheiß doch die Wand da. Dann nehme ich da lieber wieder das normale Gewehr. Okay, der ist tot. Der ist auch geheadshottet. Fuck it, Doodle, du. Okay, tauchen wir wieder ab. Da müssen die Typen, wenn schon, zu mir kommen. Okay, da ist wieder das mysteriöse Seelenlicht. Und von da aus hoch. Gucken wir mal, was wir hier reißen können. Okay, da hinten sehe ich welche mit Fernrohr. Okay, der ist weg. Fuck. Wo kam denn das her? China Lake. Okay, das nehmen wir jetzt einmal. Ja, na super, allerdings. Da hinten ist was. Ah, das ist ein Granatwerfer gewesen. Sehr gut. Gut, dann behalten wir jetzt mal. Der macht nämlich ordentlich Schade. Ja, aber ich glaube, dich habe ich besser verwischt, Kerl. Hast du Munition noch von der China Lake? Sehr schön. Ich glaube, das war's. Bist du okay? Ja. Gehen wir
Puh. Alle hopp. Sehr gut. 5 Granate haben wir noch in petto. Ich glaube, das ist gar nicht mal so schlecht. Als Eröffnung kann ich durchaus von einem China Lake hier nehmen. Was war denn das nochmal? HS39. Ich glaube, das war das, ja, ziemlich gammliche Standardding. Ja, ich nehme jetzt erstmal das Teil. Ich finde es ganz cool, dass diese stärkere Waffe auch hier in so einem güldenen Bronzeton etwas hervorkurve sind. Jetzt mag ich aber gerade noch gucken, was wir hier hin. Ein Pegasus, mag er denn nicht identifizieren als das Haus von jemand? Ich habe nämlich leider nicht mehr gemerkt, wessen Emblem, Flagge, Jolly Roger, wie auch immer, Logo, das der Pegasus war. Okay. Jupp. Okili-dokili, das hat auch geklappt. Zack. Aber das Haus ist sowieso komplett im Arsche. Da geht gar nichts mehr. Was sind die hier noch, Schönes? Eine M14 Custom. Ist das ein Scharfschütze? Oh ja. Sorry, bei Scharfschützegewehre kann ich nicht widerstehen. Das sind meine Lieblingswaffe in Shooter. Ja, sehen wir nach. Also bei sowas kann ich definitiv nicht widerstehen. Egal wie toll der Granatwerfer ist. Jemand mit M-Schuss sofort zu snipern, ist mir persönlich lieber. Sowas bin ich ein riese Fan davon bei solche Shooter. Und ich bevorzuge so Waffe. Irgendwas in einer Höhle hätten sie jetzt noch geschwätzt, aber keine Ahnung wo. Jetzt besitzt und leitet ihr eine berühmte Höhle. Ach ja, ihr kennt's, beziehungsweise Simpsons-Fans, ich hab's ja schon mal erwähnt, wissen bestimmt, was ich meine. Interessanterweise kommt der Spruch mal vom Chief Wiggum bei der Episode Lisas geheimer Krieg, wo sie in die Kadettenanstalt kommen. Ach, da hinten ist die berühmte Höhle. Und dann meint dann, ach, der Chief Wiggum, wie wär's denn mit einer Kadettenanstalt, als der Bart den Streich gespielt hat mit der Lautsprecher auf der Polizeistation, mit dem "Das ist ein Test". Und meinte Chief Wiggum dann, ach nur, wie wär's denn, wenn Sie Ihren Sohn in eine Kadettenanstalt schicken? Die hat mein Bruder wieder hinbekommen. Jetzt besitzt und leitet ihr eine berühmte Höhle. Okay. Hier aber ist nichts Besonderes und Berühmtes. Da müssen wir wirklich... Vielleicht gibt es einen Weg unter Wasser. Ja, dort habe ich auch gedacht. Da müssen wir wahrscheinlich hier runtergehen. Könnte auch als Zisterne funktioniert und fungiert habe hier. Wenn man sowieso überall Wasserfälle hat, ist es gar nicht mehr so abwegig, dass das Ganze hier als Zisternennetzwerk genutzt wurde. Ist ja eigentlich relativ klares Wasser. Insofern sauber, ordentlich. Das kann man doch bestimmt als Trinkwasser nutzen. Ist auf jeden Fall klarer als die meist Sub, durch die man in solche Spiele schwimmen muss. Okay. Gehen wir lieber wieder hoch. Bevor der Bu noch versäuft. Und hier geht es eventuell unter Wasser weiter? Nö. Taucht die auch mit mir? Oder ist die einfach nur schlecht die Schwimmerin, weil die so schnauft und keucht? Ah ne, da geht's weiter. Okay. Ich habe gedacht, ich müsste eventuell unter was durchtauchen. Da ist leider kein Schatz. Aber da geht's weiter. Wunderbar, wunderbar. Da kann ich schwingen wahrscheinlich. Pavian Move plus 3. Und das Ding hält, ohne zu brechen. Können wir darüber hupsen? Okay, das war nicht allzu clever. Dann machen wir das halt nochmal. Inklusive Pavian Move plus 3. Achtung. Voll auf die Fra. Alter Falter. Guckt euch mal die Protzhütte an. Also wenn der Schatz irgendwo ist, dann bestimmt hier in dem Avery Kabuff. Mann, 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 Mann. Da ist auch noch ein Heißel gestärzt. Mist. Wie viele Leute hast du hergebracht mit ihm? So hat sie sonst eine ganze Armee. Meinst du, sie haben einen Schatz? Ich nicht. Besser für Sam. Wahrscheinlich sind sie zu blöd, um den Schatz jetzt zu bergen im Haus vom Avery. Und nur Avery nur Nathan ist in der Lage, das zu machen, weil Sam die ganze hier hält. Also in Averys Haus zu finden. Was ist da?
Ah, da haben sie wohl eine Frau aufgehängt oder ein Mann in eine Frauenkleid gesteckt und aufgehängt. Und die Elena hat gemeint, ist das makaber. Okay. Ja. Passiert, würde ich sagen. Ein Bär fällt auch. Und der Schädel sieht auch ziemlich lediert und ramponiert aus. Mann, Mann, Mann. Ohne drunter noch irgendwas zu finden? Nö. Du Unterkiefer und Bär liegen nicht ohne drunter. Was ist da noch? Eine Tagebuchseite? Gibt wahrscheinlich Aufschluss drüber. Interessiert an Richard Wand. Gründer Wand. Zeichnet Adam Baldridge. Okay, Gründer Wand. Ich habe euch prompte Vergeltung versprochen. Der ihr von mir genommen habt, habe ich von euch genommen. Gezeichnet Gründer Baldridge. Ja, die scheinen hier wohl einen Krieg untereinander geführt zu haben. Der Ende stichte Bruder vom anderen ab, der Ende hängt die Frau vom anderen auf. Ja, sie haben sich wohl gegenseitig attackiert. Aber warum? Hier, Verfolgungswahn oder Geld? Ja, tja. Mehr Geld, mehr Probleme. Ja, wie ich schon gesagt habe, wie er es jetzt auch gesagt hat, mehr Geld, mehr Probleme. Die haben sich untereinander bekriegt aus Paranoia und Gier wahrscheinlich. Dann gab es dann so schöne Vergeltungsaktionen. Hier in New Devon ist sowieso inzestuös, muss ich sagen. Das ist halt alles nur beieinander. Die Leute kennen sich hier, die kommen sich hier nicht aus dem Weg. Das sind die Delfine als Waffe. Die Leute sind sich hier ständig in der Horde, die sehen sich andauernd. Und dann attackieren die sich auch gegenseitig. Da kann keiner am anderen ausweichen. Es sei denn, man bleibt halt die ganze Zeit in seiner Villa drin. Und dann sticht der Ende der Bruder vom anderen ab und der andere hängt die Frau vom anderen auf. Na, großartig. Das scheint wohl sehr tolles Paradies gewesen zu sein. Das Problem beim Paradies sind immer die Menschen. Die Menschen versauen es immer. Okay, da ist noch die Baumlarella. Und wir gehen hier hoch. Fett durch die Suppe gezogen. Okay, dann nochmal hoch. Jetzt zerr dich da hoch, Nathan. So, dann können wir da und Hurz und Murks. So, da. Perfetto. Was machen wir jetzt mit dem Ding? Schleudern wir es runter. Okay. Wozu war das jetzt gut? Achso, ja, die hat natürlich, die hat ja keinen Kletterhoker. Okay. Und nu? Was mal, ich hätte gedacht, das wäre jetzt das, was weitergeht. Na egal. Jesus. Okay, dann halt nicht. Plätsch. Lassen wir uns hier durch. Spüler. Und dann können wir... Achso, wir müssen die weiterziehen. Okay. Klar, wir müssen jetzt die herausziehen. Also, zack. Das macht der über die Schulter, der Kerl. Du kennt ja nix. Zuerst da hoch. Vielleicht da neben, da ist ein bisschen einfacher. Oder da. Okay, dann zuerst mal hier raus, Matrose. Ah, Mann. Also ziemlich hässliche Racheakte hier in dem Teil, definitiv. So werde ich es wahrscheinlich auch nennen, die Episode Racheakte. So. Und nu? Elena, geh mal... Alter, jetzt versperrt die mir hier echte Weg. Das gibt's ja gar nicht. So. Mit der Kiste da könnt ihr hochklettern. Ja, schön. Da können wir dann hoch, ne? So, dann plärs wir hier. Und rechts ziehen wir manuell per Hand hier. So. Gut. Ach dir. Ah, wie süß. Ich soll den Körper für dich spielen? Nein, ich wollte nur ein Gentleman sein. Ich will dich nur ein bisschen ärgern. Ja, aber Ärger hatte ich eigentlich so schon genug. Vielen Dank. Ja, dann kletter doch auch nicht. Egal wie viel Ärger du hast, weil du ein Gentleman sein wolltest. Okay, haben wir da aber noch irgendwas, was wir hochklettern können? Nö, anscheinend nicht. Boah, aber der Ausblick wieder. Alter. Geil. Ups. Irgendwie war das klar, dass sowas kommen könnte. Aber damit habe ich jetzt nicht wirklich explizit gerechnet. Au. Scheiße. Du okay? Ja. Mir geht's gut. Und dir?
Na, wo ist er dann? Wieder nass, müde, angeschlagen, ein bisschen hungrig. Bitte was essen. Aber sonst geht's mir gut. Ja, Kommen wir hier überhaupt vom Fleck? gehen wir weiter. Ja, wir kommen ja hier nicht vom Fleck. In die Richtung geht's nicht weiter. Oder? Können wir doch noch durch? Anscheinend schon. Aber die Strömung ist verdammt stark hier, ja. Können wir... Nee, da können wir auch nicht hoch. Daneben können wir zumindest normal schwimmen. Ah ja, doch. Durchs Haus zu kommen. Gehen wir durchs Haus, ja. Okay. Hier ist wieder fester Grund. Dann mag ich aber erst nochmal daneben gucken. Boah, das ist aber auch ein ziemliche Biotop hier, Woche. Okay, hier ist nichts mehr. Ja, gehabt. Tauchen können wir hier auch nicht. Seltsam, dass alle Häuser unter Wasser stehen, außer einem. Was genau? Naja, seltsam ist es nicht, dass Averys Haus nicht unter Wasser steht, weil, der hat es ja auch höher gebaut. Da wird es wahrscheinlich nicht vom Damm erreicht worden sein. Und der wird es wahrscheinlich auch so geplant haben, dass sein Haus auch bei Überschwemmung nicht überflutet wird. Und da hat er wieder einen signifikanten Vorteil zu seiner Konkurrente gehabt, dass er halt erhöht liegt und auch beim Dammbruch immer noch auf der Gewinnerseite steht. Und andere überlege ist. Aber ihr liebe Leid, ich würde sagen, an der Stelle mache ich jetzt hier auch wieder meinen Cut. Und traurigerweise muss ich sagen, es ist für 2 Wochen die vorerst letzte Episode. Wie ihr auch bei Secret of Evermore und bei Baldur's Gate 2 hören werden, ist es leider der Fall, dass ich morgen ab dem 22.09. für 2 Wochen bis zum 6.09. in Israel sein werde. Wir machen dort archäologische Prospektion beim Kalife-Palast von Khirbet al-Minya am Nordwestufer vom See Genezareth. Und das ist ein sehr starkes archäologisches Gebiet. Da ist auch in der Nähe unmittelbar von dem Khirbet al-Minya-Palast aus Kalifezeit, sage ich, aus osmanischer Zeit, ist dort halt auch noch ein eisezeitliches und bronzezeitliches Tell, eine Höhensiedlung. Und wir schauen uns auf 2 bis 3 Quadratkilometer Umgebung zwischen dem Palast und dem Tell die Umgebung an, weil die Leute dort einen Pilgerpfad bauen wollen. Und wir gucken halt, gibt es dort eventuell noch Siedlungsspuren, eventuell auch Friedhofsreste etc. pp. Und können wir da was rausfinden. Und wenn es nichts rauszufinden gibt, dann können die Leute durchaus ihren Pilgerpfad dort durchbauen, den sie planen. Und wenn es halt was gibt, müssen die israelische Behörde verständigt werden. Und die müssen dann eine Ausgrabung durchführen. Ansonsten erhält man dann noch einen Workshop für die Besitzer von dem Land in Israel halt auch, die uns freundlicherweise Unterkunft gewähren auf ihrem Land in einem Hotel. Und dazu werden wir auch noch einen Workshop für die deutsche Botschaft in Tel Aviv halten. Wird auf jeden Fall sehr interessant. Und ich werde, nachdem ich wieder aus Israel zurück bin, im Laufe der Woche dann vom 6.9. ab dann ein Special-Video wieder rausbringen, so wie das zum Drachefest, wo ich dann mit Bilder zeige werde, was wir so gemacht haben und wo ich alles war. Freuen euch also drauf. Und ich weiß, ihr werdet mich auch nicht deabonnieren, weil ich habe mal Abonnente als großartige Leute kennengelernt. Und vertreibt euch doch die Zeit mit anderen Let's Plays von mir. Und ansonsten kann ich wirklich nur sagen, vielen, vielen Dank für euer Treue. Wir sehen uns dann am Dienstag, dem 6.9. wieder, wenn ich wieder aus dem Urlaub bin. Also machen's gut, ihr liebe Leute. Und bis dann, habt eine schöne Zeit, genießt die 2 Wochen, machen vielleicht auch mal ein bisschen Sommerferie und Sommerpause. Wir sehen uns in alter Frische wieder ab dem 6.9. Ayan Yankee.